Also wenn es möglich ist, dann hätten wir einfach gerne einen gewöhnlichen Kuchen und gewöhnlichen Sirup. Warum sollte das nicht möglich sein? Sirup ist schnell gemacht und Kuchen auch. In diesem Moment mischt sich Mascha ins Gespräch ein. Der Philipp findet, sie sei ein bisschen unsicherer als sonst. Gibt es auch Waldmeister-Sirup? Die Marisa schaut überrascht in das kleine, angespannte Gesicht. Sicher, mit echtem Tannenhonig. Und Kuchen haben wir natürlich auch. Und was gibt's für einen Kuchen? Heute haben wir selber gemachte Himbeertorte. Mit Ankerstreuseli? Richtig, junge Dame. Die Marisa lässt Mascha nicht zu den Augen aus. Sie lächeln sich nur noch an und scheinen alles ringsherum zu vergessen. Und der Philipp weiss, ganz tief in seinem Herz innen, dass sich die beiden nicht zum ersten Mal sehen. Hoi Mascha. Hallo Marisa. Komisch, denkt der Philipp. In seinem Kopf wirbelt alles durcheinander. Ja, die beiden gleichen sich wirklich. Die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Noch erstaunlicher aber ist, dass Marisa Mascha ihren Namen kennt, obwohl den niemand bis jetzt erwähnt hat. Und immer noch lächeln sich Marisa und Mascha an. Der Philipp fühlt sich irgendwie ausgeschlossen. Seine Freundin hat ihn vergessen. Total vergessen. Er ist sozusagen noch Luft für sie. Und er lässt den Kopf hängen und hört gar nicht, wie jemand seinen Namen sagt. Hallo Philipp. Komm, wir gehen der Marisa in der Küche helfen. Der Philipp schaut rauf. Da steht Mascha neben ihm, zieht ihn am Arm und Marisa lächelt ihn an. Also kommen ihr zwei. Dann holen wir zusammen mal den Waldmeister-Sirup und Himbeertorten. Und in dieser Sekunde weiss er, warum sich die beiden so gleichen, warum sie sich nicht zum ersten Mal sehen und warum die Frau die Mascha sofort beim richtigen Namen hat genannt. Der Gang im Haus ist dunkel und eng. Aber die Küche am anderen Ende dafür hell und gross, blitzsauber und übersichtlich. Bevor man mit einer Wimper zucken kann, stehen schon Torten und Sirup auf dem Tisch. Geschwindigkeit ist keine Hexerei, sagt Alben Philipp seine Mutter. Meistens glaubt er ihr das, aber jetzt ist er sicher, dass Marisa ein bisschen gehext hat. Das sieht wirklich gut aus. Merci. Tragen jetzt alles in den Garten. Und reden können wir auch nachher noch ein bisschen. Nachher schleichen sich die drei wieder in die Küche und sitzen an einem grossen Tisch. Da bewegt sich plötzlich etwas auf der Fensterbank. Eine grosse, kräftige, kohlrabenschwarze Katze.